Das ich lauter Zeit immer habe von Offenbarungen geredet, waar we van der noch wieder. Von der waar we uns in het 19e Kapitel nennt, waar we 3 en waar we noch im 20. Aber ein kleines Abweichen von 4 dann haben wir Kapitel 18. Und das wir von Babel hatten, wo Babel gefallen wir. Und wo die Welt dort Babel betrüren hat, aber treurig die Welt wird, dass Babel gefallen wird. Und wie dort, die Welt wird dort so schuld, wir haben einen Vers, wo das sieht, so schuld, dass Babel gefallen wird, das wo die Welt sieht. Und dann von Kapitel, von 21. Vers wieder, da sagt Babel wird ganz in den Grund gebracht, wir kicken uns durch. Und dann in Kapitel 19, Vers 1 bis 5, da kicken wir uns an, dass wo der Himmel sich freut, dass Babel gefallen wird. Und dann von der an geht es wieder, das Land seine Chaos. So, wenn wir dann ein bisschen Taubpfoten down, von Kapitel 18, do wir Destruction, do wir verdorben werden, was wir auch all in Kapitel 4 dort lesen, in 17 und 16. Nou, da wir ganz eng, wo viel Pläuen und Schwierigkeiten kommen. Und hier in Kapitel 18, wo Babel verdorben wird, das Commercial Seed von dort, was soll ich sagen, Geschäftsseed von dort wird verdorben und die Welt betrüht dort, und der Himmel, der freut sich. Und so, Luther hat frisch einmal mit sich gedacht, die Welt betrüht das Geld, oder das haben Geld, das verbrückt geworden, und sie betrügen dort. Der Himmel freut sich, dass dort geworden ist. Und mit dem bisschen nur denken, der Himmel freut sich, dass das wirtschaftliche durchgebrochen wird. Und das jaft nicht der für das Geistliche an uns, was wir wissen wollen. Du hast nichts, wo wir uns holen können, geblieben ist, als dass wir holen mit dem nur dem Herrn gehen. Es steht alles so etwas, der Himmel freut sich, und dann in Vers 5 in Kapitel 19, da sagt es, es steht, dann kam eine Stimme vom Thron, der sagt, Luft unseren Gott, all je seine Diener, und alle, die am Fürchten, bad, clean und groß. Nu wird die Destruction geworden, der Himmel freut sich, nu kommt eine Stimme vom Thron und sagt, Luft Gott für dort, was geworden ist. Luft Gott, preis am für dort, was geworden ist. Aber wer ist es, der am loben soll? Das sagt, seine Diener und all die Gott fürchten tun. Die sollen Gott loben für dort, was gefallen ist, dass Babel gefallen ist, und andere wie das wirtschaftliche System gefallen ist. Und wir alle wundern, wo wird es dann uitkommen, wo wird es dann sein, wenn das wirtschaftliche alle wird krumbeln, wo wird es dann alle sein? Wir brauchen Geld zum Eten, wir brauchen das alle, wir sind da so angewandt, aber das sagt, der Himmel freut sich, und die Stimme vom Thron kommt und sagt, nu lof Gott für was er geworden ist. So, da haben wir ein klein bisschen ein Vorbild, wo wir uns kennenlernen, wann der Zeit wird, was du sein, dass alles wird herumdrehen. Und dann geht er wieder in Vers 6 und sagte, und ich hörte eine Stimme. Erst wie eine Stimme vom Thron, und nu sagte noch eine Stimme. Als das dasselbe ist, oder noch eine ist, dort weiß ich nicht, aber das sagt hier, hier eine Stimme, so als wenn viele tegelijk schreien, und so als wenn ein großes, rügendes Wutter, ein gewaltige Wetter schlägt. Das ist die Stimme wir. Und was braucht die Stimme rüt? Das sagt, Halleluja. Willst der allmächtige Gott und Herr hat das Recht angenommen. Wahre, er hat das Recht angenommen. Und Halleluja wird immer betekent als dankbar sein, wir preisen dem Herrn, das ist die Bedeutung von das Wort Halleluja. Und das wird die nächste Stimme wir. So, Babel wird versteht, die Welt trüht, der Himmel freut sich, und nu sagt es, dass all die Gott fürchten, die sollen am Loben und Danken und Halleluja singen.
Halleluja vielmals mit Gesang und Preis verbunden. Und dann mit der Wiederjährte in Vers 7 nennen, sagt er, dann wollen wir uns nu freuen und froh sein. Ein anderer wird, dann führt er uns ab, schüttelt und klappert uns, weil wir das annehmen, was wir nie hier haben. Weil wir dankbar sind, weil wir Gott loben für was er getan hat. Dann wollen wir uns nu freuen und froh sein. Und arm die ihr geben, weil es für das Lamm erst die Zeit gekommen, Tjas zu merken. Und seine Brüder haben sich dort reit gemerkt. So das Lamm, das ist Jesus, der Brüd, das ist Jesus seine Kirche. Und das sagt uns hier, dass du erst reit gemerkt worden für die Tjas. Jesus wird kommen. Und wenn wir 3 Bergen down in den Kapitels, wo wir lesen, wo der Triebsaltit wird anfangen, und wo was in der Meer, wo die Entdeckung wird sein, und hier kommt Jesus 3, die Chas zu merken. Und dann sagt er, dass seine Brüder haben sich dort gemerkt. Nicht, dass er noch Wort sich merken. Wenn wir gehen, 3 nur die 10 Jungfrühs, die haben sich alle gemerkt, aber die 5 waren nicht ganz rein, die waren mehr. Und es sagt hier, dass seine Brüder haben sich gemerkt für die Chas. Ich kann das jüdische Chas-System nicht, ich habe nicht viel von abgelesen, aber das ist für meisten Zeit in 7 deutsche Phase, was eine Chas ist. Ich habe kort Baski gelesen von dort, wo dort vielmals sich sehr von allen Bund das lesen dann, das bringt sich tot mit, was in der Offenbarung von der Chas beschrieben wird, mit der Triebsaltit 7 Jahren und was dort alles wird. Ich komme die Nummers nicht ganz korrekt abholen, das ist für mich zu groß. Aber wir sehen hier, dass die Brüder haben sich gemerkt. Die wird sich nicht merken, wenn der Brief kommt, Chas zu merken. Der hat sich gemerkt. Und so, und dort gedacht, der hat sich gemerkt, dann ist uns dort ein Don't, wenn Babel gefallen ist, dann ist uns dort ein Don't, wenn all dort verdorben ist, was hier auf dieser Erde bleiben wird, dann ist uns dort aber wichtig, dass wir uns mit dem Himmel mitfreuen und dass wir dankbar sind für dort, was wir an dem Herrn gekriegt haben und was wir sind bekannt geworden mit, weil wir sind seine Brüder, wir sind reut für den Brigum, wann er kommen wird. Und dann in Vers 8 sagt es, und wird dat je sich entfernet, reinet, linzig zu kleiden. Dat diere linzig steht für die helge ihre gerechte Worte. Dat met wat sie gekleidet sind, dat steht, dat sagt hier, dat sind die Worte. Angedreht haben sein, mit dort, was wir uns gekleidet haben, kommt von dort, was wir getan haben, für den Herrn. Wenn es sagt uns hier, dat antwortet je sich mit fenet und reinet linzig zu kleiden. Linzig, was vielmals betekent als ein Special Zeig, oder was sehr charakter Zeig, oder was sehr wertvoll. Das ist nicht billig, das ist was sehr wertvoll. Und es sagt, in dat diere linzig steht für die helge ihre gerechte Worte. Das ist mal ein Stück 3 in eine Botschaft hat von, dass wir wollen nur unsere Worte nur gerecht, aber wir wollen nicht nur die Worte nur gerecht. So, das wird hier noch frisch abkommen, dass wir wollen angekickt für das, was wir tun, aber wir wollen nicht gerecht mit das, was wir tun. Und dann, wenn wir kicken dann in Jesaja 61, Vers 10, wenn er redet von der Chas, der Brüder hat sich gemerkt für die Chas, du sagst, es steht, ich freue mich sehr für den Herrn. Und meine soll jetzt sehr schein mit meinem Gott. Dort ist, wenn wir uns merken für die Entdeckung, für Jesus begegnen, dann können wir mit das Vers mitstimmen, sagt er, und meine soll jetzt sehr schein mit meinem Gott. Sein Heil ist an mir, so als ein Rock,
En zijn gerecht zijn zo als een eeuwenrad. Wir sind so glücklich als Brütlied, die sich die Kaas angetragen haben. So glücklich, als dann, wenn wir uns mit Nanloten und dann als Witkas halten. Matthäus 22, Vers 11 und 12, dit is wo eine Kaas wie Jesus eine Kaas betekenen dat, sagt het, aber als die König nennt hem de Jaas te beseinen, sage du einen Mann, der nicht ein Castingkleid anhat. Und als der König den Territ stahl, dann hat er keine Wehr, was zu sein. Warum nicht, wenn er weiß, all diese gerechte Worte, was er hat könnte tun haben, er soll tun haben. So, der freut sich sehr mit meinem Gott. Und das ist, wo wir uns immer waren, ein Eiwentchen, uns ein Nernlotentchen, dass wir uns freuen mit unserem Gott, mit in Gemeinschaft zu sein. Und dann 3 in Offenbarung 19, Vers 9, du sagst, und der Engel sagt zu mir, schrieb, selig sind die zu das Lamm sein Kastensmahl eingeladen sind. Und er sagt zu mir, das sind wahrhaftig Gott seine Wehr. Das ist nicht bloß gerade so Wort, aber das sind Gott seine Wehren. Selig, glücklich sind die eingeladen sind. Die Jahre Titus, als ich jung war, wenn wir eingeladen werden zum Verlafnis oder zum Kaas, dann kam ein Brief und du wirst den Namen boven. Nu sind wir eingeladen und dann können wir durch die Hand fahren. Wenn der Sadel nicht nach uns kommt, wir eingeladen werden, dann würden wir nicht fahren. Wenn wir nicht eingeladen haben. Hier sagt es, selig sind die zu das Castingsmahl sind eingeladen. Und in Philipper lesen wir im Vers, dass alle haben diese Gelegenheit gehabt. Es sind alle eingeladen für diese Castingsmahl. Das ist nicht bloß der neue Freund, oder die, was sich gut sich kann, aber das ist für all die sich haben, rein, das lehnt sich, Dieren lehnt sich angetragen durch ihre Worte. Für alle ist diese Gelegenheit. Wir alle haben diese Gelegenheit. Und dann geht er wieder in Vers 10, dann sagt er, und ich fall für am Doel am anzubeten, aber er sagt zu mir, sei du nur, dass du dort nicht tun wirst. Ich sehe den Mädchen, einer von deinen Brüdern, der das Zeugnis von Jesus hat. Bet Gott an, weil das Zeugnis von Jesus ist der Propheten Jesus. So, hier sehen wir, dass das Engel, der durch Johannes reden, dass wir einer von denen, der auch ab Jesus seine Gnade, von Jesus seine Gnade abhängig wird, von Jesus sein Leiden und Sterben abhängig wird. Und der hat die Abgabe im Himmel wird wieder zu drehen von Gott, nur den Menschen. Johannes will am Anbeten, will jetzt für ihn so was Großes, so was Wertvolles, so eine große Offenbarung. Und er glaubt, dass das ist Jesus, den er anbeten will. Und dann sagt er, no, ich bin einer von den Propheten, ich bin einer von denen, die ab Jesus seine Gnade gewacht haben. Oder der sich an Jesus sein Blut hat reinwaschen. Und dann in Vers 11, hier scheint es ein Bett. Und hier kommt es von, wo Jesus zum Gericht kommt. Der zweite Kommen. Viele sagen, dass, ich glaube, ich kann das den lesen, dass Jesus wird kommen, die Singen Hüste zu holen. Er wird bloß bei den Wolken kommen. Und dann, das nächste Mal, er kommt zum Gericht, dann wird er bei der Beit kommen. Und dort soll sich das hier verstehen. Der Vers 11 fängt er an und sagt, dann sage ich, den Himmel abstoßen und du vor mir wie ein wittet Piet. Der Ritter da boven hat treu, wahrhaftig, weil er ist im rechten Gerecht und auch Gerecht im Krieg. So hier wie ein wittet Piet, wir lesen dort all in Offenbarung 6 von das wittet Piet, da sagt ich sage, vor mir ein wittet Piet, und der da boven sagt, hat in Bauen, wo die zum Krieg waren. Hier ist das wahre, dass, und so sich mir das versteht, dass Jesus sagt, ab das wird Piet und kam,
Tim das laatste gerecht aufholen. En dan in vers 12 beschrift een beetje wieder, wo den wat loten wo die wat zijn. Het zegt dat zijn Augen zijn als 4 vlammen. En op den Kopf zijn veel kronen. En op hem is een noemen geschreven, den 6 keiner weit als hij zelf. Dat lezen we ook in Offenbarung 1 vers 14, wo Jezus deze vlammende Augen had, dat het staat beschreven, dat God zijn woord, dat zweert weer, en dat alle lezen we ook al. En dan in vers 13 zegt het, hij had een kleid aan, dat in bloot gedrukt weer, en zijn noemen is dat Gottes woord. Dat dit waren nu Jezus, nu de Rade, dat het bloot vergoten heeft voor ons, dat ze het handelen dat. En dan in vers 14, in de armeeën im Himmel, nicht der op hier, het zegt de armeeën im Himmel, een fijnet lint zich gekleid, die zich van Jezus gaan laten waschen hier op deze eer, die dat geloven dat Jezus de Rade weer, zegt het in de armeeën im Himmel, een fijnet lint zich gekleid, wit en rein, kwamen arm op witte pier hingen. Jezus op een witte pier voorop, en al de zinje kom arm hingen. En dan, we lezen in Kapitel 17, vers 14, een part van dat zegt het staat. Er waren geen dat lam kriegen, en dat lam wat gewinnen wils. Hij is haar over alle haren en kennik, over alle kenniks, en met arm zijn zijn beroepene, uitgewählte en true en blijvende. Met dem haar zijn deze uitgewählte, deze wat een fijne lint zich gekleid zijn, die zich gaan laten reinwaschen, die zijn met armtoop en die komen met armtoop hier op de aarde op en de 1000 jaar hier te zijn. En dan in vers 15 zegt het, en uit den muil kwam arm een scherpet zwaard. Wanneer we Hebräer 4 lezen, door zegt het, 4 vers 12, glaube ich, ist es, wo das scharpe Schwert beschrieben ist. Hier sagt es, und uit den Mühl kam ein scharpes Schwert, womit er die Völker schlagen soll. Er selbst wird mit einer Eisenstange regieren. Er klingt den Windpreis mit den allmächtigen Gott sein gliegenden Euer, wenn es gekämpft im Gerecht, für die das nicht angenommen haben, die diese Radung, der witte Kleid nicht anhaben, die diese Radung kann aufgesagt, die nicht sind, welche was, an das zu leben. Er kämpft, Gott sein Euer auszuführen. Und wenn wir 3 Becken down in Kapitel 15, 16, 17, 18, wo bloß veel Schwierigkeiten angegeben sind, was passieren werden. Und dann nur dort kommt er noch für das für das letzte Gericht. Wir lesen in 1. Timotheus 6, dass die Zeit, wenn Jesus wird kommen, ist einzig an Gott seine Hand. Keiner weiß, wann der Herr wird kommen. Dort, wo wir der Brut hat sich reitgemerkt, der lüht nur die Kaas. Der ist nicht Hof und Reitmerken, der lüht nur die Kaas da. Ist der Brut hat sich reitgemerkt, der Brut weiß nicht, wann der Bregum wird durch sein. Und dann changed es war, und das Tier seine Armee fällt im Krieg. Wo das Krieg soll sein, wo das an mir ist, ich kijk de tussenleven, wo ich das Krieg wird kein Topfuten, wo das Krieg wird gesagt sein, aber wir werden das immer lesen in seinem Wort, wir davon verstehen können. Jesus kämpft zum Gericht, zum letzten Gericht, wo wir nicht ewig gehen, und am 17. Vers sagt es steht, und ich sah ein Engel an der Sonne stehen. In dieser Nachricht von diesem Engel hielt sich nicht schein, aber es sagt, der schrie mit lauter Stimme zu den Vögeln, die unter dem Himmel fliegen. Kommt, sammelt ihn zu den großen Gott sein Maul. Zu den großen Gott sein Maul. Das Engel steht an der Sonne, raubt die Vögel taub, kommt, hier wird Futter sein. Und was ist es? Dann Vers 18 sagt er, die Königs
en Kriegsführer en starke Fleisch te vreten. En ook dat Fleisch van de pier en die daarboven zaten en alle vrije en verskloofde van klein en groot. Deze Fleisch wat nu uit zijn. Deze Fleisch is nu te vreten. Kom, veel. Hier is een grote dag, zegt het. God zijn grote dag, de gerechtsdag. De laatste gerecht. En dan in vers 19. Dan zag ik dat hier in de kennis op de eerd met armeeën verzameld. Tegen wem? Zij tegen dem ritter op dat paard. Tegen dem daar op dat paard zat. En tegen zijn armee te krijgen. Harmageddon. De laatste grote krieg. Dit krieg die wordt als aangeleidt tegen de heilige. Tegen dem Herrn. De kampen tegen dat wat God zijn willen is. Dan in vers 20. Maar het hier wordt vastgenomen en met hem ook de leesprofeet. De leesprofeet waar we in kapitel 13 van hadden. Dat hier wordt beëerd weer en dat hier wordt meer weer. En hier komt dat ware op. Zegt hij, maar dat hier wordt vastgenomen en met hem ook de leesprofeet der am zijn halven wondertekens gedaan hadden. Wondertekens. Vandaag is veel dat ze wel wunder doen. Beden dat kranken zullen gezond worden en al dat. Dat is fijn. Dat lezen we in de Bijbel van. Maar hier zegt het dat het Tier heeft dat ook gedaan. En dat we dat zullen onderscheiden, woont van Herrn gedreven wordt, woont van ons vlees gedreven wordt. We hebben vers 20 nog eenmaal aanvangen te lezen. Maar het Tier wordt vastgenomen en met hem ook de leesprofeet, die am zijn halven wondertekens gedaan had, waardoor hij de verleid die dat Tier zijn teken nemen en dat Tier zijn beeld aanbeden en die worden beid levendig en den vierzijde smeten die met zwevelblad brandt. Hier is drie van dat wat we in het 13e kapitel hadden van dat teken, molteken kunnen zijn, wer dat heeft en dan gaat hij weer in vers 21. En de eeuwige worden met het zwaard uitgemerkt dat uit den zijn muiltjem daarop dat paard zat en van vlees worden alle veel zat. En zo, hier zien we dat wat een schrikkelijke tijd zijn. Waar zich dat alle wat uitdraait. Maar we zien ook dat die zich in het dierenleenzij gekleed hebben. Die worden zich vrij en dat moet alles in één heeft. Dat de eierachtigheid moet hem één heeft. Dat laten we doen. En dan in het 20e kapitel. Hij zegt het dan wordt hij voor 1000 jaar hier op de regeren. Ik wil dat nu niet alle lezen. En dan in vers 4. Dus zegt het, ik zag tronen waar die boven zaten, denen dat maagrecht gegeven werd te rechten. En ik zag die zeilen, die wegen zeugnis voor Jezus, en wegen God zijn woord weer uitgemerkt worden, en die niet dat Tier in zijn beeld aangebeet hadden, en die zijn teken niet am stieren oder aan de hand genomen hadden, die kwamen zum leven, en regeerden met Jezus taub voor 1000 jaar. Die met dit reine zeig aangetrokken werden, die deze gerechtigheidswerken geleefd hadden, die worden op tronen gezet en met Jezus taub voor 1000 jaar door te regeren. En dan gaat het weer, en dan willen we ons lezen in vers 12. Vers 11. In het 20e kapitel. En ik zag een grote witte troon en den die erboven zat. Himmel en eerd vlogen van hem weg en weer niet meer te vinden. En ik zag de dodes, klein en groot, voor God den troon stonden. En daar worden beken opgemerkt. Dan wordt nog een boek opgemerkt en dat weer dat levensboek. En de dodes worden door nog gerecht dat in de beken van ihre werken geschreven stond. Zo, wanneer ik dit vers lees, en het zegt, er worden
die werden gerecht nur die Beker noch, aber dann wird noch ein Buch aufgemerkt, das Lebensbuch. Wenn wir mal Vers 13 lesen. Nou, Vers 15 erst. Ik wil het maar ganz überlesen. Sagt het, en dat meer heeft de dodesruut hem gerecht worden, dat de baan werden, en de dood en de halgevende dodesruut dat de baan werden, en jeder einer wordt toen gerecht wordt en wat zijn werken gewaas weer. En de dood en zijn recht worden in 4 zijn aangesmeten, dit is de tweede dood. En wanneer irgendwem sie noemen nicht im Lebensbuch geschrieben stehen, die wordt ook in 4 zijn geschmeten. So, gerecht nur de Beker nog. Al dit wat aan zijn woorden gewaas en toen nog gerecht worden, aber dat is nog niet het laatste woord, zegt het. Want dan nog wordt het Lebensbuch nu gegaan en je kijkt, als de noemen doorbaan, dann wird es noch gut. Aber wenn der Nomen durch nicht wieder, dann wird ein 4 zijn geschmeten. So, das ist Kart von Offenbarung 19 und 20. Und nächstes Mal werden wir uns in Kapitel 21 nennen. God bless you.